damas, demais senhores, les favos in cordial benvegni per la festa del Jubiläum 222 ans, Musica da Domat. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich zu dem heutigen festlichen Abend begrüßen. Jubiläum 222 Jahre, Musica da Domat. Das Konzert ist so aufgebaut, dass wir im ersten Teil zuerst 5 Stück hören und die haben etwas mit dieser sehr wunderbaren Chronik, die heute Abend dann präsentiert wird, von der Musica da Domat zu tun. Es gibt 5 Stück, abschnittsweise, die direkt entweder mit einem Protokoll oder sonst mit einer Begebenheit, die in den letzten 222 Jahren passiert ist, zu tun hat. Die Chronik ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt. Wir fangen an, die unbekannten Jahre 1803 bis 1902. Natürlich sind daraus noch kleinere Auszüge, wir können nicht die ganze Chronik hier durchblättern, aber es sind einzelne Auszüge daraus. 1803, Gründung der Musikgesellschaft Ems. So steht es in der Schrift Domat Ems im Laufe der Jahrhunderte, einer von Fridolin Barghezzi zusammengetragenen Dorfchronik aus dem Jahre 1966. 1978 feierte man vom 2. bis 4. Juni das 175-jährige Bestehen der Musikgesellschaft. Im dazugehörigen Festführer schrieb Ehrendirigent Pier Antoni Willi: Wenn auch für den Chronisten keine protokollarischen Beweise für sein Unterfangen mehr aufzufinden sind, so darf doch nach mündlicher Überlieferung und den vorhandenen Hinweisen unsere Musiker dieses Jahr mit vollem Recht ihr 175-jähriges Jubiläum feiern. Die folgende historische Begebenheit aus der Franzosenzeit könnte den Anstoß zur Gründung einer Musikgesellschaft im Jahre 1803 gegeben haben. Am Fronleichnamsfest, 24. Mai 1799, marschierten der österreichische General Hotze mit 16 seiner hier einquartierten Soldaten, wie heute die Compagnie de Matz, vor und hinter dem Allerheiligsten in der Prozession. Es ist durchaus anzunehmen, dass die Parade der österreichischen Soldaten, wenn nicht gar mit Musik, so doch wenigstens mit Trommelspiel angeführt und begleitet wurde. Ist es nun vermessen zu glauben, dass dieses stramme, rhythmische Auftreten der Österreicher am Fronleichnamfest 1799 den musikalisch aufgeschlossenen Emsern Ansporn gab zur Nachahmung und zur Gründung einer rhythmischen Gruppe mit Musik und Trommelschlag, um ihre kirchlichen Hochfeste weiterhin feierlich zu gestalten? Dass es bereits 1903 zur Gründung kam, kann zwar nicht belegt, aber auch nicht ausgeschlossen werden, zumal bereits Ende des 18. Jahrhunderts Blasmusikvereinigungen in der Schweiz entstanden. Im Juni 1882 fand in Chur ein kantonales Musikfest statt, an dem auch die Musikgesellschaft aus Ems teilnahm und sich mit dem Gewinn des ersten Eichenkranzes beim Wettmusizieren als eine der besten Formationen präsentieren konnte. Im darauf folgenden Jahr trat Christ Anton Willi, der Musiker der Domat, bei und leitete sie bis zu seinem Dienstantritt in der päpstlichen Schweizergarde 1888. Christ Anton Willi hatte einiges an Begabung aufzuweisen und so kam es, dass er nach Rom gerufen und musikalisch in der Schweizergarde wirken durfte, obwohl er die Mindestkörpergröße nicht erreichte.
Er leitete den Gardechor und führte die Kapelle der Gardisten auf ein hohes Niveau. Willi wurde zum Wachmeister ernannt und vom Papst mit dem Ritterkreuz des Ordens des heiligen Silvester ausgezeichnet. Ein Orden, was eine ganz besondere Ehre war, und der Orden wurde in der Regel in Rom eigentlich nur Offizieren vergeben. Außerdem war es Willi vergönnt, zu den Schülern Giuseppe Verdis zu gehören, was sich später auch in Ems musikalisch bemerkbar machen sollte. Denn nach 20 Jahren im Vatikan kehrte Willi 1908 in seine Bündner Heimat zurück, wo er nun Christ der Roma, also Christ von Rom, genannt wurde und wieder die Leitung der Musiker der Domat übernahm. Er war also Dirigent vor seinem Antritt von 1883 bis 1888 und nachher wieder von 1908 bis zu seinem Tod 1928. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen, bien divertimento, una bella sera. 222 Jahre Musica de Domet. Ducine vence dus ons Musica de Domet. Ducine vence dus ons fiestas, proves, concerts ed orantode buona compagnia. Preziamo auditori, geschätzte Anwesende, herzlich willkommen. Schön sind Sie da in Domedems. Ich hoffe, Sie sind wohl, Sie haben etwas zu trinken und können den Abend geniessen. Mein Name ist Flavio Bundi. Und ich habe die grosse Freude, zusammen mit den Musikern der Domet und mit dem Theo Haas Sie auf eine musikalische Reise durch die Vergangenheit zu nehmen. Wie Sie vielleicht gesehen haben, wird Radio Television Schweizer Romanze RTR das heutige Jubiläumskonzert aufzeichnen. Und deshalb sind wir sehr froh, wenn Sie Ihre privaten, aber auch geschäftlichen Telefonate auf nach dem Konzert würden verschieben. Das wäre sehr lieb. Wir haben vom Theo Haas gehört, der Christ-Anton Willi, der war nicht nur Gardist, was mich persönlich natürlich sehr freut, sondern er war auch ein Schüler von Giuseppe Verdi. Und darum kommen wir jetzt in Genuss von Musik, die bereits vor einigen vielen Jahren gespielt worden ist. Io giuvisel a vus, a nus totes e tots bien divertiment, e della musica de Domet giuvisel ossa bials a buns moments.
Der zweite Abschnitt heißt die schwierigen Jahre 1902 bis 1945. Man kann sich vorstellen, dass mit 2 Weltkriegen vermutlich für den Musiker der Dommet und für die Gesellschaft wie die Musiker der Dommet, dass es nicht einfach war, während der 2 Weltkriege, wo sehr viele Junge im Aktivdienst sind, dass man da regelmäßige Proben durchführen konnte. Das ist also alles andere wie lustig und heiter in dieser Zeit und darum der Titel «Die schwierigen Jahre». Dass das kantonale Musikfest in Davos wegen zu wenig teilnehmenden Vereinen abgesagt wurde, scheint für die Emser Musikanten eine herbe Enttäuschung gewesen zu sein. Hatten sie doch dafür nicht nur Theater gespielt, sondern auch noch I due Foscari von Giuseppe Verdi gründlich einstudiert. Noch ärgerlicher aber war, dass das nächste kantonale Musikfest in Thusis abgehalten werden sollte, obwohl sich aus Ems für diese Austragung beworben hatte. Erbost trat die Musikgesellschaft aus dem kantonalen Musikverband aus. Umso mehr freute man sich auf die Teilnahme am interkantonalen Musikfest in Bruck, wahrscheinlich der erste außerkantonale Anlass für die Emser. Laut Beschluss vom 2. Juni war unsere Abreise von hier nach Bruck auf Samstag, den 5. Juni 1909 angesetzt. Der langersehnte Tag, den man war des immerwährenden Übens satt, war endlich erschienen. Sonntagmorgen 6 Uhr war für uns Tagwache. Nach einem kräftigen Frühstück im Hotel Sternen begaben wir uns in corpore zur Heiligen Messe. Bei der Turnhalle angekommen, stärkten wir uns noch durch einen Schluck Weißwein zum entscheidenden Mocken, der nun folgen sollte. Auf einmal hieß es vorrücken, die obere offene Stirn furchtlos gegen den Feind gerichtet, bestiegen wir die Bühne. Das Kampfgericht gab das Zeichen und in vollen Tönen erklang nun I due Foscari. In die mit Zuhörern gefüllte Halle. Großer Beifall folgte unserem Stück und als auch unser Herr Dirigent seine Zufriedenheit aussprach, konnte man einem jeden seine innere Freude
auf dem Gesicht ablesen. Alles suchte das Kampfgericht, denn auf diese Stunde war die Preisverteilung angesetzt. Endlich erschienen die Herren mit der weißen Armbinde auf der Bühne, gefolgt von den 7 Grazien. Augenblick fast hörbar im Leibe, doch nach Verlauf weniger Minuten war die Angst respektive die Neugier aufgehoben, als unserem flotten Kavalier Willi als Preis für unsere Leistung der 3. Silberlorbeerkranz aus der Hand der schönen Aphrodite dargereicht wurde. Der Punktzahl nach nahm unsere Gesellschaft von allen 31 Gesellschaften mit 43 Punkten offenbar den 4. Rang ein. Nun begann erst recht der gemütliche Akt. Singend wanderten wir in Bruck von einem Restaurant zum anderen. Überall wussten wir durch unsere Lieder die Aufmerksamkeit der Gäste zu fesseln. Doch damit noch nicht genug der Abenteuer. Am 3. Tag der Reise war morgens 7 Uhr Tagwache. Um 5 Uhr fuhren wir dann in den Bahnhof von Chur ein. Schnell war der Beschluss gefasst, bis 7:15 Uhr in der Stadt zu verweilen. Mit Trompetenschall marschierten wir die Poststraße in Chur hinauf bis zum Restaurant National, wo uns Herr Durisch aufwirtete. Nach kurzer Rast führte uns der Marsch Dummergesteh die obere Gasse hinauf bis zum Ganzplatz, wo wir wiederum freundlich empfangen wurden. Apprezziamo auditori e torbide la tir. Theo, es ist eine Freude, diesen Bericht zuzuhören. Und wenn man genau zulässt, dann fällt ja schon auf, die Emser, die haben eigentlich immer schon gut festen. Also nicht nur singen, sondern ebenfalls festen. Und das nicht nur in der Vergangenheit, ich glaube auch heutzutage, sagt man, dass es auch noch so ist. Tun wir vom S. Willi. Die Noten, die sind irgend so ein bisschen vergilbt im Archiv vor Musiker der Domet herumgelegen. Wie mir der Can verraten hat, ist es nicht ganz einfach gewesen, um die einzelnen Noten zu entziffern. Er hat es trotzdem gemacht und hat das Stück neu arrangiert. Und wir hören das Stück jetzt zum ersten Mal seit 1909, also als quasi neue Uraufführung heute Abend. Und übrigens, tocca notte seines Bupro Pichica quai S. Willi era ni ai. Also was bis heute nicht herausgefunden ist, wer der S. Willi ist. Spielt eigentlich auch keine Rolle, weil er schreibt wunderbare Musik. Aber trotzdem, wer wichtige Hinweise hat an die Urheberschaft, im Anschluss vom Konzert gehen an Maestro. Jetzt aber Musiker à la bonne marche.
Es folgen die modernen Jahre 1945 bis 1995. Wenn wir da auf Ems zurückschauen, dann haben wir im 1941 Tovac, wo im August 1941 da der Spatenstich war. Und das ist einer der grossen oder der grösste Betriebe, den wir hier haben. In den letzten Jahren sind noch ein paar weitere dazugekommen. Aber man kann sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg hat eigentlich der wirtschaftliche Aufschwung richtig angefangen. Und zudem gibt es hier einen Protokollauszug aus dem 1946, den ich Ihnen vorlesen möchte. An der Generalversammlung vom 13. Oktober 1946 war das Haupttraktandum die Dirigentenwahl. Im Protokoll ist zu lesen: Am 19. September 1946 ist unser lieber Dirigent Lorenz Kresta in die ewige Heimat abberufen worden. Wenn auch schon lange etwas grenzlich, so hat ihn der Tod doch unbarmherzig und allzu früh von uns gerissen. Man schreitet zur Wahl des neuen Dirigenten. Der Präsident setzt die Versammlung über die stattgefundene Vorstandssitzung und dessen Beschluss in Kenntnis. Unser Vizedirigent Pier Anton Willi, der vom Vorstand für die Wahl in Aussicht gestellt ist, verlässt in Flüge den Saal. Wenn schon eine übersetzte Mehrheit für die vorgeschlagene Kandidatur sich einsetzt, so ist es doch Opposition vorhanden, denn Sensationen oder Sensationchen finden immer eine Liebhaber. Es wird sogar noch verlangt, die freie Stelle eines Dirigenten in einem Publikationsorgan bekannt zu geben. Wir leben ja in einer freien Demokratie und ein jeder hat das Recht, Wünsche oder Anregungen anzubringen oder sein Mundwerk so zu gebrauchen, wie es ihm passt. Die große Frage ist dann nur, ob seiner Redegewandtheit das nötige Gehör der Anwesenden gezollt wird. Unser Vizedirigent wird somit von der überwältigenden Mehrheit zum Dirigenten ernannt. In die Fußstapfen des scheidenden Vizedirigenten tritt Silvester Willi. Mit dem neuen Dirigenten Pier Anton Willi nimmt die Musica da Domat am kantonalen Musikfest vom 30. Juni bis 1. Juli 1947 in Schuol teil, mit dem Selbstwahlstück Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien von Franz von Suppé. Viel Vergnügen. Wir leben ja in einer freien Demokratie und dann jeder hat das Recht, Wünsche oder Anregungen anzubringen oder sein Mundwerk so zu gebrauchen, wie es ihm passt. Ja, ich glaube, in den Generalversammlungen für Musiker der Domet ist es rau zu und her gegangen. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Ich glaube, auch die sind Biletsch ins Wesen zusammen, nicht ins An zusammen Dirigent. Franz von Suppé ist also nicht nur der Komponist von dem Selbstwahlstück für Musiker anlässlich von dem kantonalen Musikfest in Schuol. Für mich auch das nächste Stück, eine leichte Kavallerie.
Wir machen jetzt einen Sprung ins Jahr 1979. Mit der Wahl an der Generalversammlung 1979 übernimmt neu Roman Stecher die musikalische Leitung der Musiker der Domet. Die erste Hälfte der 1980er Jahre zeichnete sich durch ein recht ruhiges, kontinuierliches Vereinsleben aus, zu dem neben zahlreichen Auftritten innerhalb der Gemeinde Domadems auch auswärtige Anlässe wie etwa das 21. kantonale Musikfest in Flims zählten, das vom 10. bis 12. Juli 1983 stattfand und an dem die Musiker der Domet mit sehr guten Leistungen aufwarten konnte. Im Frühling sowie Sommer 1987 absolvierte die Musiker der Domet in einer Zeitspanne von nur 70 Tagen 36 Auftritte und Proben. In 70 Tagen 36 Auftritte und Proben. Darunter die erfolgreiche Mitwirkung am 17. kantonalen Musikfest vom 27. und 28. Juni in St. Moritz. Die Stimmung und Probendisziplin waren trotz der zahlreichen Verpflichtungen ausgezeichnet. Und die vom Präsidenten ein bisschen befürchtete Reizstimmung traf nie ein. Dies sei auch ein Verdienst unseres Dirigenten. Mit seiner unerhört starken Nervenkraft, mit seiner aufgestellten Art, die Proben zu führen, stets bestimmt und doch kameradschaftlich, fördernd und motivierend zugleich, werden auch die Proben zu einer Freude. Auf die Mitwirkung am Musikfest in St. Moritz hatten sich die Vereinsmitglieder an einem erstmals auswärts durchgeführten Probenwochenende in den Fiderisser Heubergen. Das wohl schönste Erlebnis war die Sonntagsnachmittagsprobe auf 2000 Meter über Meer unter freiem Himmel bei schönstem Wetter, heißt es da im Protokoll. Eine wichtige Neuerung im Vereinsjahr 1988/89 war die definitive Umstellung von Fanfare-Mix zur Brassband-Besetzung, mit der man bereits Mitte der 80er Jahre begonnen hatte. Damit verbunden war auch eine andere Musikliteratur, was allerdings vor allem bei älteren Vereinsmitgliedern auf ein wenig Skepsis stieß. Der wohl bekannteste Brassband-Komponist des 20. Jahrhunderts war der 1903 in Bristol geborene und 1989 verstorbene Eric Ball. In den 1960er und 1970er Jahren ergriff das Brassbandfieber die Schweiz. Dirigenten und Vereine entdeckten den vielseitigen und ausdrucksstarken Sound für sich und wurden durch englische Bands, die auf Tourneen in die Schweiz kamen, darin bestärkt und beeinflusst. Zu den bekanntesten Brassband-Komponisten gehörte der am 11. Mai 1930 in Edgware geborene und am 18. April 2017 in Devon verstorbene Gordon Langford. Soweit der letzte Abschnitt aus dem Protokoll. Danke.
Das letzte wunderbare Stück, das Sie gerade gehört haben, vom Gordon Langford, heißt Land of My Fathers. Dann kommen wir zum letzten Abschnitt. Mit der Generalversammlung 1993 begann eine neue Ära, zumal mit dem 24-jährigen Adriano Collegger den Dirigentenstab von Roman Stecher übernahm und mit seinem nur um ein Jahr älteren Stellvertreter Maurus Kressig zwei sehr junge Mitglieder die musikalische Leitung anvertraut wurde. Die erste große Bewährungsprobe für Collegger waren die beiden Jahreskonzerte zu Beginn des Jahres 1994. Doch meisterte er sie bravourös und so waren, wie Präsident Albertus Turige es im Jahresbericht festhielt, nach diesem Konzert alle sehr stolz. Stolz in erster Linie auf unseren neuen jungen Dirigenten Adriano Collegger, auch wenn ein Stück des Kuchens ganz klar noch auf seinem Vorgänger Roman Stecher gehört, tut dies seinem Erfolg keinen Abbruch. Mit einem enormen Einsatz steuerte Adriano sein Ziel an und er hat es erreicht. Was es bedeutet, als 24-jähriger Junger und wie er sich auch selber bezeichnete, als völliges Greenhorn, unsere Musiker in ihrem bald 200-jährigen Tradition vorzustehen, darüber haben sich wahrscheinlich nur wenige Gedanken gemacht. Was es wirklich bedeutet, dies wusste und weiß vor allem sein Vorgänger Roman. Er war überzeugt, dass Adi es packte und auch Roman ist sicher stolz auf seinen Nachfolger. Doch habe auch sein Stellvertreter Maurus Kressig viel zum guten Gelingen des Konzertes beigetragen. Sei es als unser Vizedirigent, aber auch als persönlicher, in Anführungszeichen, Berater und vor allem enger Freund von Adi. Sie harmonieren prächtig miteinander und es ist für eine Gesellschaft ein großes Glück, solche jungen Mitglieder haben zu dürfen. Aber auch als Musikant bleibt uns Adriano Collegger in guter Erinnerung. So mit seinem Soloauftritt am Konzert 1990 mit dem Xylophon Solo. Weiterhin viel Vergnügen, bien divertimen, grazie fitch. Der eine oder die andere vielleicht müssen zweimal schauen, ob er das ist. Und nein, der Mann am Flügelhorn, der gleicht ihm zwar sehr, aber es ist nicht der Adriano Collegger, sondern es ist sein Sohn. Der Daniel, darf ich kurz bitte aufstehen? Und wenn man das Foto anschaut, also es ist abgeschnitten, da weiß man, von wem er ist. Und der Papa, der Adriano, der sollte auch irgendwo im Publikum sitzen. Voilà. Und das habe ich auch gelernt bei den Musikern der Domen, also dass die Freude an der Musik weitergegeben wird. Das sieht man an der heutigen Formation, aber das sieht man auch an den heutigen Beispiel. Und das macht Freude. Geschätzter Adriano, in Erinnerung und auch zu deiner Ehre spielt Musiker jetzt Erinnerung an Zirkus Renz von Gustav Peter. Und eigentlich habe ich ja den Can gefragt, ob ich dich dafür bitte, um zu schauen, ob du das Solo noch spielen kannst. Aber er hat gemeint, das sei fast ein bisschen zu frech. Aber das können wir nachholen. Das heutige Solo, das überlassen wir einen von deinen Nachfolgern, Andrin Kienz. Und der hat mir verraten und ist, glaube ich, so ein bisschen allen Perkussionisten gleich. Eigentlich ist er lieber im Hintergrund, aber heute ist er jetzt vorne. Nus Nino Spolis, Carandrin Tifascoi, a de alentire musica, vi applauge success. Und liebes Publikum,
Schauen Sie mal auf die Hände von Mandrin, während er spielt. Eine Challenge. Finden Sie heraus, wie viele Töne dass er im nächsten Stück auf seinem Xylophon spielt. Mal schauen, ob Sie es herausfinden. Ich bin gespannt. Also, è fascinante, con sperchi in suonare un strumento. A lui weiss d'un Brau, haben Sie zählt? Wer hat eine Idee? Adriano, weißt du es noch? Genau, nach den ersten 2 Takten habe ich aufgehört zu zählen, von dem ist kein Problem. Gut, also bevor wir jetzt ins neue Jahrtausend schritten, lässt il supplicate hast ihr mai. LKS jetzt staut im Volvaus eine Lelaboration da quella Chronica. Theo, jetzt ist ja oft so, dass Chroniken, der Wert von denen ist nicht allen gleich bewusst von Anfang an. Warum braucht es solche historische Aufarbeitungen, gerade von so traditionellen Dorfvereinen? Ja, Chronik ist natürlich sicher ein sehr wertvolles Instrument, um etwas nachzuschauen. Und bei 222 Jahren Musiker der Dommet gibt es viel nachzuschauen und zu sichten. Also, es war ja so, dass die Musiker der Dommet eigentlich gar keine Chronik hatte bis jetzt, oder? Weil normalerweise, wenn irgendwie 125 oder 150 oder 175 Jahre gefeiert worden ist,
dann ist eine kleine eine Zusammenfassung im Festführer drin gewesen, im Programm von dem Wochenende, wo das gefeiert worden ist. Aber mehr hat man eigentlich nie gehabt. Und aus dem Grund ist es eben doppelt wichtig, dass wir jetzt 3 gefunden haben, die sich im Auftrag von der Musiker und vom Vorstand zusammentun haben und die grosse Vorarbeit geleistet haben, oder, um so eine Chronik rauszugeben. Wichtig ist auch natürlich, dass man nachschauen kann, jetzt glaube ich, ab 1900 oder so, kann man sämtliche Präsidenten nachschauen, man kann sämtliche Dirigenten nachschauen. Das ist auch sehr wichtig. Natürlich im 19. Jahrhundert, Ems hat verschiedene Dorfbrände gehabt, und vor allem 1870 war ein grosser Quartierbrand, dann 1903 bei der alten Post oben auch wieder ein grosser Quartierbrand. Und früher war es ja so, dass man eigentlich kein grosses Archiv hatte, sondern das sind die Leute, die in der Musik waren, Dirigenten, Präsidenten und Vorstandsmitglieder, die eigentlich die Protokolle und alles bei sich aufbewahrt haben. Oder? Und da ist natürlich gut möglich, dass sehr viel eigentlich in dieser Zeit durch Brandfälle verschwunden ist. Hai da in storia, in anecdote che era stata specialmente a te in buona memoria con leggere atrás tu quels documents? Na, anecdote state differentes, aber so ist es ja, weil es konkret weil mencionai. Also ich dachte in connex con festes, dachte natural differentes passages in protocolls che Läger der Leger, che eu obligatir natural siamo giù in buon kranz con arbagias etc, che natural schon fast las festas adequatas. Coi sauda. E venire recirtlo un domat consequentemente, den domat vevi lu bleble justrias che qui a voz displagivelmente. Als juvens weniger plien justrias. Wir sehen, Quels monken per tut. der Theo ist auch eine lebendige Chronik. Theo, se ti vesses ingevis per l'avenir della musica de Doma, ce ne fossi? Ja, per me è importante, da war nicht dubbio che qui viene ad essere scia. La musica de Domat è una società, la musica de Domat è una istituzione visnonca. Ad una istituzione sa mai isot, a cui già vicenza nus, mentre quels 222 ons natural vina von, che es embeleschigen bläres de nostres festes, sigi quei festes ecclesiasticas, ne sigi quei festes populares, che es stettigen vina von, a disposizione, els fan gronda lavur, an fatsch grond 222 ons fitch gronda lavur, a vignen a fa qui a venir, e sun persuadeu, in samegi, viva la musica de Domat! Oh. Grazie Fitch, Theo. Und ich glaube, die Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Die Chronik, die steht jetzt und wir werden sie jetzt auch offiziell, wird die Chronik jetzt der Musiker der Domat übergeben. Und dazu darf ich den Präsident der Musiker zu mir bitten, Adrian Willi. Und in der Zwischenzeit mache ich noch ein bisschen Reklame für das Werk. Die Chronik, die kann man heute Abend in der Pause dann erwerben. Und das Schöne ist, oder das Gute, es gibt nicht nur lustige und witzige Anekdoten, sondern heute, ganz speziell und gratis oben drauf, kriegen Sie noch eine CD von Musiker der Domat, wo Sie dann im Auto, falls Sie noch so einen CD-Player haben, dann auch anhören können. Gut, jetzt aber darf ich das Wort gerne Präsident Adi übergeben. Ja, geschätzter Flavio, geschätzter Theo, geschätztes Publikum, geschätzte Musikantinnen und Musikanten, es freut mich heute Abend sehr, dass ich als Präsident von dem jung gebliebenen Verein die erste Chronik von der Musiker der Domat entgegennehmen. Es sind sehr, sehr viele Leute im Hintergrund am Arbeiten für die Chronik und die möchte ich dann nachher noch gerne vorstellen. Aber jetzt einmal danke dir, Theo, für die vielen schönen Geschichten, die du daraus erzählt hast. Grazie, Fitch. Ja, 222 Jahre Musiker der Domat in einem Buch drin. Das sind
sehr, sehr, sehr viel Protokoll gewesen. Es sind sehr viele Fotos gewesen und unglaublich viele Stunden, die sie im Archiv verbracht haben, um all die Protokolle zu lesen, entscheiden, was nehmen wir für Fotos, was tun wir alles in das Buch hinein. Alles hat leider nicht Platz gehabt, aber sie haben sicher eine ganz tolle Auswahl getroffen, sehr viele schöne Geschichten drin. Alle werden ihr heute Abend nicht hören, das ist klar, weil wir wollen das Buch ja auch noch verkaufen, damit ihr dann nachher daheim das Buch dann auch noch nachlesen könnt. An dieser Stelle möchte ich am Chronik-Team unter der Leitung von unserem Ehrenpräsidenten Albertus Dorisch, dann auch Walter Wirzel, Pius Fetz, dann Theo Haas, der heute Abend aus dem Buch vorgelesen hat, Vito Gaio von der Druckerei Landquart. Leider heute Abend nicht da, der Ottmar Bühler und die Person, die das tolle Werk geschrieben hat, der Christian Rauch. Sie beide, die haben sich leider müssen entschuldigen. Alle anderen, die mitgeschafft haben in dieser Chronik, möchte ich doch bitte auf der Paul Kamenisch noch, Entschuldigung, es haben so viel mitgeschafft an dem Buch, damit wir das tolle Buch auch so könnt haben, wie wir es heute Abend kennt. Und ich möchte euch, die an dem Buch mitgeschafft haben, ganz herzlich danken und führen bitten, damit wir euch noch ein Präsent überreichen dürfen. Vielen herzlichen Dank. Theo, nicht abhauen. Ja, wenn ihr gespannt sind, was alles in dem Buch drin zu lesen ist, in der Pause gibt es dort hinten am Tisch, könnt ihr die Chronik dann kaufen. Vielleicht schon als Bettlektüre für heute Abend. Ja, damit ein Verein überhaupt 222 Jahre alt werden kann, braucht es natürlich Mitglieder. Es braucht ehemalige Mitglieder, es braucht ehemalige Dirigenten, ehemalige Präsidenten, viele Helfer im Hintergrund. Und auch all denen möchten wir ganz herzlich danken für die große Zeit, die ihr unterstützt habt oder geleistet habt für den Verein. Ohne euch müssten wir vermutlich alle da oben ein anderes Hobby betreiben. Danke euch vielmals, dass ihr die Musiker so lange am Leben gehalten habt. Vielen herzlichen Dank. Zum Musik machen braucht es Instrumente, es braucht Uniformen, es braucht noch ganz viele Sachen rundherum. Leider ist das Zeug nicht gratis und wir dürfen wirklich stolz auf eine politische Gemeinde schauen, Bürgergemeinde, katholische Kirchgemeinde, Sponsoren, Kulturförderung, Inserenten, Gönner, Passivmitglieder und ihr geschätztes Publikum, das uns all die Jahre immer so großzügig unterstützt haben. Auch jetzt wieder, dass wir das Jubiläum überhaupt feiern dürfen. Und das ist unser Applaus an euch. Danke euch vielmals. Im vorher die Unterstützung erwähnt. Eben so ein Jubiläumsfest ist nicht möglich ohne eure Unterstützung. Und es wäre auch nicht möglich, dass ein Musiker 2 Uniformen kann haben. Zum einen unsere Konzertuniform und 1998 hat die Musiker auch eine historische Uniform angeschafft. Jetzt, mehr als 25 Jahre später, haben wir dann doch einmal gewisse Sachen müssen revidieren an dieser Uniform. Es hat neue Hosen gegeben. Ein paar Schöpen hat man neu machen. Bei gewissen hat man nur ganz kleine Sachen machen. Und gestern war die Uniform von Leichnam schon wieder im Einsatz gewesen.
Und falls Sie nichts gemerkt haben, dass sich etwas geändert hat, dann haben wir es, glaube ich, richtig gemacht. Und vor allem, wer es auch richtig gemacht hat, ist Frau Schurler von der Uniformschule, die uns dort tatkräftig unterstützt hat, dass unsere Uniform, die historische Uniform, wieder komplett ist, wieder allen passt und wir sie vielleicht nochmal 25 Jahre können tragen. Vielen herzlichen Dank auch für die Unterstützung. Ja, und was doch auch in Domedems sehr speziell ist, ist die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen. Man sieht es heute Abend zum Beispiel die Dame vom FC Ems, die den Service macht. Als Sportlerinnen mögen die das natürlich. Aber auch die ganze Zusammenarbeit mit den Kulturvereinen. Wir haben sehr viele Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, die auch hier im Saal drin sind. Auch euch vielen herzlichen Dank für die sehr angenehme Zusammenarbeit. Und dann gibt es einen Verein, mit denen sind wir praktisch alle, die da drin sind, schon so von klein auf immer wieder in Kontakt. Sei es dort mal in der Jugendmusik oder jetzt in der Jugendbrassband Imboden, wo wir mit den Tamburen zusammen ins Lager gehen oder auch das Jahreskonzert durchführen. Und nachher natürlich auch Auftritte von der Musiker, die uns Tamburen immer wieder unterstützen. Und das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Und was uns sehr freut, ist, dass heute Abend ein paar Tamburen da sind, wo unser Fähnrich, der Reto Arpegaus, mit der Fahne und der revidierten historischen Uniform nachher dann auf die Bühne begleitend. Ich verrate nicht, welches Stück das wir spielen. Das geht vermutlich 2 Sekunden und 90% von euch da drinnen wissen, was wir dann spielen. Lasst euch überraschen, was kommt. Ja, und nachher wird es dann wieder weitergehen mit dem Flavio Bundi. Wir kommen dann in die moderneren Jahre und auch Flavio und dem Theo, ich glaube schon wieder runter. Und Flavio und dem Theo, vielen herzlichen Dank für eure Ansagen heute Abend, durchs Programm führen für heute Abend. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wird sicher noch ein paar lustige Geschichten geben heute Abend. Und Ihnen, geschätztes Publikum, nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr gekommen sind an unser Konzert, dass ihr uns immer wieder überall unterstützt auf vielleicht weitere 222 Jahre, wer weiß. Und jetzt die Musiker der Domet zusammen mit den Tamburen unter der Leitung von Can Stecher. Viva la Musica der Domet.
Jetzt geht es ins neue Jahrtausend, bildlich 2001, hat nämlich mit dem Ralf Kwietzel wieder ein junger Musikant aus der eigenen Reihe die musikalische Leitung übernommen. Und das wichtigste Projekt unter seiner Führung war sicher, dass die Musiker am 24. und 25. Juni 2006 in Luzern nach jahrzehntelanger Absenz wieder mal am eidgenössischen Musikfest teilgenommen hat. Und damit hat sich die Musiker, der Verein, auf den Tag genau 60 Jahre später das erste Mal wieder einer eidgenössischen Jury präsentiert. Und die ominöse Jury hat dann das Können von Musikern, der Domet, beim vorgegebenen Stück zwar als recht ausgeglichen, aber noch nicht ausgereift. Es schien, als ob die Vorbereitungszeit für diesen Verein etwas zu knapp bemessen war, um sich noch der Filigranarbeit zu widmen. Mit den erreichten 220 Punkten ist man aber zufrieden gewesen und beim Selbstwahlstück hat man sogar 248 Punkte erreicht. Die Jury war noch ein bisschen wohlwollender und hat der Musik attestiert, es war ein gut geführter und seriös vorbereiteter Vortrag. Ja, so ist es mit der Jury. Manchmal hat man das Glück auf seiner Seite und manchmal freut man sich noch umso mehr auf das Feste nach dem Musizieren. Und wer damals auch schon gespielt hat, Chica schon zu nau der letzten Sura della Musica, in Schienumnau Jan Stecher, come nozle Musica. Aber jetzt genug der Wort. Wir kommen jetzt in den Genuss vor Hymne vom Eidgenössischen Musikfest 2006 in Luzern. A Salute from Luzern oder auf Rätoromanisch, let's do a simple and beapli bi Salitz de Luzern.
Ja, an der GV, in der Generalversammlung 2009, hat man einen neuen Dirigent gewählt. Auf den Ralf Kwietzel hat man den Herr da gewählt zum neuen Dirigent für Musiker, den Gian Stecher. Gian, Chai ha motivato de surprender quella truppa? È nazionale schon qua, sono stato giovanile domet, e ha un contatto con il babci a dirigere la musica. E dire semplicemente als im Pass logisch, der Dirigent der Musiker der Juvens, ja dovran schön ci fa, essen sowieso statt qua, also. So einfach tönt es. Du dirigierst ja auch ganz viele andere Formationen. Was würdest du sagen, was macht die Musiker der Domet aus? Das ist, wenn ich das so darf sagen, es funktioniert einfach. Es ist einfach, man kommt, macht Probe und es funktioniert. Das ist Musiker der Domet. Hat vielleicht nicht auch damit zu tun, dass du schon gewusst hast, dass eine Reise nach Schottland geplant war? Unbedingt, natürlich. Das ist gut ein Übergang. Das ist anhand des Diplomkonzerts, das ich hatte. Ich habe im ersten Jahr mit ihnen ein Diplomkonzert gemacht. Das war Philipp McCann da. Das war ein Schott. Und der hat gefunden, komm, kommen doch einmal rüber. Und dann haben wir einen Kontakt hergestellt zu einer Heilsarmee-Band und sind tatsächlich auf Schottland. Der Albertus hat da verschiedenste Ausflüge in Grotten und weiss der Teufel was. Und vom Nachtleben, das müssen wir später fragen. Das erzählen wir da nicht. Und vielleicht, wenn du dir die Entwicklung der Musik anschaust, jetzt bist du auch schon lange dabei, zuerst hast du gespielt, jetzt dirigierst. Was ist vielleicht gleich geblieben und was ist jetzt aber auch im 2025, was ist anders? Ja, gleich geblieben ist das, was der Theo Haas schon angesprochen hat. Wir dürfen da in Dorf viele Sachen machen, die auch in Stein gemeißelt sind. Da kann auch ein Gian Stecher sagen, was er will. Das wird einfach so gemacht. Das ist gleich geblieben. Das Schöne ist, dass wenn ich da gibt es Leute, die haben schon mit meinem Papa gespielt, also ganz, ganz treue Musikanten. Es gibt viele Junge, wir haben eine gute Durchmischung und grundsätzlich ist die Motivation immer relativ hoch. Und wir haben im Vergleich zu anderen Generalversammlungen, wo man in der Chronik nachlesen kann, 0 Diskussionen, es ist meistens alles einstimmig und das macht eben schon Spaß so. Das liegt wahrscheinlich auch am Präsident und vielleicht ein bisschen am Dirigent, kann man sagen. Il prossimo talk è un Let There Be Light. De qual talk? Questo è un talk che la Salvation Army ha componato ed è stato a Schottland, va in fatto un concerto con quel coro e con quella band della Salvation Army e tutti questi sono stati là, questo anche in Ceamo e per vedere qua vanno tutto quel talk. Super, buon divertimento.
So, es wird langsam heiß auf dieser Bühne. Ich kann ja immer hin und zurück, aber ich glaube, für die Musikantinnen und Musikanten, die sind froh, machen wir jetzt ein bisschen vorwärts. Jetzt schauen wir in die Zukunft noch. Jetzt haben wir viel zurückgeschaut, jetzt schauen wir vorne. Also wenn du die alles Lägeres, Histories aus dem Rhein wohnen. Und dazu möchte ich gerne die Alessia Kressig zu mir noch vorne bitten. Und einen anderen jung gebliebenen, der Walter Witzel, dürfen die auch bitten. Ja, ciao, il contaio Alessia. De pi consons unesti alla musica de domet? Quattro ons. Ciò fa la musica, il spirit de quell'unione. Las festas, la tradizione. Eu credo che noi vengono tutti in una buona relazione dentro noi. Noi giovani, schools, come membri di Passai, perché Valgils Wales, noi vengono tutti bene. In de quels membri di Passai, è tuo bab, che suona la musica, qual è de parcher? Qual è de parcher in hobby col bab? Hey, è leger, aber es ist enorm spezial. Ci date els tips? A me. Valti, nehmt ich dir mai. Ti suonas de pi anno 74 alla musica? Ja, io sono da 74 alla musica. Per me è auch klar, schon in Babi sta alla musica, Tris Fras canzonava la musica, c'è un Beades da mo Bab canzonava la musica, a viso devi Ralvi sta il dirigente, a cui è una buona causa. Also da wenn die 33, nicht 32, ist eines Gewürzel der Musik. Ja, und ein Drittel von der Geschichte von der Musik der Domet steht also da neben mir. Kann man so sagen? Ja, kann man so sagen. Con suonare cursera, tu quels tocs, con marana voz, con marales fotis, con share viver coi vergau. Che fa quel con te? Che io atras tiu ciao. Io sceglio io si savel dirigent qui Jan. Denus wenn der Kunel fech bien, der lässt sich die so Chelsea gestau bien. Chelsea fatsch qui kien saveu so la lur causa. Ele halt die Profi, da trach, was sto ja venien per de play, venien per de play, aber ich fa piacere di musica. Wie mein Pleit alla musica, mein Pleit, ein Ausschnitt, che Dinge bede di alla musica. Wie fa me piacere. Cioè a mi dau de pil 74. Ja, jeba qui che oggi da vende chi Gianni veniu, in natural faccio tutto un po' professionale. Io faccio la scuola di musica, dan la Brespend in Bota. Adel fago tot, da wenn der Land seit che sitter nus, adel trach go in a buona causa, a che va schevina von, se ständig wie dem als proximant. Gut tun bein in der Davose der Mondo war wo du's ein Wunsch für die Zukunft. Was wünschst du der Musiker der Domet für die Zukunft? Ja, dass viele Junge nachkommen, dass es auch so weiterleben kann und auch, dass die dann auch so Freude haben an der Tradition von uns. A Valti, c'è già T-shirt, ti vesti India vis per la musica di Domet? Ja, invece jet che in per giovens quattro nus alla musica a chi va schevina von, a chi Gianni e ganzende calake o ai bega speranza che cala si spert, che la fago e schevina von e guarda che si chi viene sventer che fago e seu sen vina von. Super, grazie figlia vos dus, vos a c'è si a platz se preparar per de vos toc. Und auch mit dem letzten Stück vom Jubiläumskonzert geht es jetzt wirklich in Zukunft, into the future, hoffentlich in die nächsten 222 Jahre Musik der Domet. Maestro.